Der Pfarrer wird wieder gut mit den zwei warmen Schwestern und macht Sarah wieder zu der Chefin von seiner Jugendgruppe, weil ihm der Oberpfarrer aus Minga sagt, dass er einen katholischen Glauben nicht ernst nehmen darf. An Flori seine Leute nehmen für ihn einen Film auf und sagen damit für Gott, vor dass er auf Köln auffährt. Der Hubert steigt als ein Psuffener zur Gaudi in die Steckerlschuhe umeinander. Und Kathi sieht es und hält ihm für ein Transen und ein Chris auch. Aber da ist in Wirklichkeit nichts dran. Ein damischer Künstler stellt seine Graffe aus und da haben auch Salzplatzeln dabei. Und das Hummel weiß das nicht und isst alle zusammen. Drum braucht's neue und die gefallen dem gleich besser als wie die seinigen. Der Gerstl soll der Gmor seine Glasschermkisten auf- und zusperren und verschmeißt aber gleich am ersten Tag seinen Schlüssel. Drum bricht er das Schloss auf und hängt ein neues ohne. Der Patrick kommt und macht der Fanny seine Arbeit und sein Vater möchte, dass er sich mit den seiner preußischen Gespuse gut versteht. Das fängt er aber so batschert an, dass ohne ihm gleich besser gegangen. Als Hummel glaubt, dass ein Zwiebel an Gefallen tut, weil es mit ihm zum Sporteln geht. Und die glaubt umgekehrt das Gleiche. Aber ein Hummel tut danach alles weh. Und schließlich kommen sie nachher dahinter, dass es am gescheitern ist, weil das Zwiebel allein geht. An Hubert stimmt er recht, dass er im Geschäft jetzt neben seiner Reuden nichts mehr zu sagen hat. Und an Martin schüttet deswegen sein Herz aus. Schließlich beschließt er, dass er mit ihrer 2 Tage lang geschäftlich auf Wern runterfährt. Und die Rosi und der Sascha sollen dabei auf eine preußische Tochter aufschauen. Die zwei haben aber recht handig aufeinander.